Ja, sehr geehrtes Präsidium, lieber Jan Nuck, werte Delegierte dieser heutigen Hauptversammlung hier in Uist, Herr Bürgermeister Trunsch, Herr Knobloch, sehr geehrte Gäste aus den Ministerien, Abgeordnete des Bundes- und Landtages, werte Gäste, eine traurige Nachricht am Anfang. Ich habe immer noch kein Sorbisch gelernt. Mit dem Ergebnis, dass ich die einführenden Worte nicht verstanden habe. Da die Übersetzung nicht richtig funktioniert, zumindest der Transport bis zu dem Ohrhörer. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen für die Arbeit, die Sie leisten, allesamt ehrenamtlich danken, weil Sie dafür sorgen, dass ein hohes Kulturgut unserer Region, das in den Menschen an sich lebt, erhalten wird, erhalten bleibt. Und dafür sollten wir gemeinsam immer wieder sorgen. Ich habe den Tagungsunterlagen entnommen, dass Sie heute sehr viel Rechenschaft ablegen für die Jahre 2009 bis 2011. Ich wünsche Ihnen dafür eine konstruktiv gute Diskussion, anregende Diskussion. Und vergessen Sie eins nicht, denen zu danken, die diesen Rechenschaftsbericht in seinem positiven Sinne möglich gemacht haben. Ich möchte denen danken, die sich über die Zeit immer wieder einsetzen für den Erhalt und den Ausbau der sorbischen Sprache in der Region. Nur mag man denken, dass ich das sage, weil ich nun mal hier vorn stehe und den Saal vielleicht heil verlassen will. Nein, eine Kultur lebt nur dann, wenn ihre Sprache auch erhalten bleibt. Ansonsten geht diese Kultur unter. Und deswegen meine ich das von ganzem Herzen, denen zu danken, die sich bei dem VITAI-Projekt in den Schulen, in der Mittelschule zum Beispiel in Schleife, wo ich selber mitverantwortlich in dem Bereich bin, aber auch an dem Gymnasium in Bautzen. Diejenigen, denen möchte ich danken, die sich für diesen Erhalt dieser Sprache einsetzen. Und lassen Sie mich zum Ende, ich möchte gar nicht so viel reden, ich bin so ein bisschen angeschossen, wie man sagt, krankheitsbedingt, deswegen werde ich auch nicht so lang bleiben. Aber ich möchte dem danken, der die letzten 11 Jahre Domowina geführt hat. Und er hat viel aushalten müssen. Ich habe die eine und die andere Seite immer wieder miterleben können. Ich habe durchaus auch Zeitung gelesen. Und so ist Demokratie. Man muss viel aushalten. Aber ich glaube, er war ein Brückenbauer. Man kann ihn auch so nennen heute. Er hat versucht zu vermitteln. Ein Vorsitzender hat immer die Aufgabe zu vermitteln. Und die Domowina wäre nicht die Domowina, wenn es nicht Strömungen darin gäbe. Denn Vielfalt kann nur durch Strömungen erhalten bleiben. Aber zwischen diesen zu vermitteln, zu reden miteinander, immer wieder darauf hinzuweisen, dass in einheitlicher Form nach außen getreten werden muss, das war seine Aufgabe und die hat er wahrgenommen. Ich möchte Herrn Jan Nuck heute ganz, ganz herzlich für diese Arbeit danken im Namen der Bürger des Landkreises Görlitz und ich glaube auch sprechen zu können der Bürger für den gesamten Kulturraum Oberlausitz, Niederschlesien. Das schließt den Landkreis Bautzen mit ein. Ich möchte ihm ein Buch übergeben als Dank. Und da geht es um Schlösser und Burgen in der Lausitz, in der Oberlausitz.
und zwar Adelssitze aus der Vergangenheit. Vielleicht hat er ein bisschen Zeit, mal reinzuschauen in die Sache. Und vielleicht lockt es ihn auch an den einen und den anderen Ort. Ich bedanke mich nochmal für die Arbeit, für die letzten 11 Jahre und davor gab es auch ihn an so mancher Stelle, verantwortlichen Stelle. Vielen Dank. Lassen Sie mich noch eine Bitte äußern an den zu Wählenden heute als Vorsitzenden der Domowina. Ich lade ihn ein zu einem Gespräch, wie wir gemeinsam miteinander umgehen, wo wir Schwerpunkte setzen sollten. Egal wer es ist, er ist der Vorsitzende, durch Sie gewählt und er hat eine offene Tür im Landratsamt im Landkreis Görlitz. Vielen Dank. Ich danke für Ihre Worte, Herr Lange.